Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute das 3. und letzte Kapitel von der Geschichte «Speedy rennt». Die Geschichte hat Martin Klein geschrieben und Barbara Jung hat Bilder dazu gezeichnet. Kapitel 3 Gartenzeit. Von dort an hat Speedy frei im Garten gelebt. Alle Hausbewohner haben gefunden, dass ein Schildkröte, wo ganzjährig im Garten lebt, ein super Haustier ist. Es ist schon ein halbes Jahr vergangen, seit Speedy auf der Straße auftaucht ist. Der Raffa und Niki haben dann beschlossen, dass sie nicht mehr nach den alten Besitzer suchen. Wenn Frau Roth in aller Frühe ihr Küchenfenster aufgetan hat, um frische Luft in ihre Wohnung hineinzulassen, hat sie als erstes nach der Schildkröte geschaut. Zusammen mit dem Raffa und der Niki hat sie herausgefunden, dass Speedy eine griechische Landschildkröte war. Die Schildkröte ist geschützt und darf nicht einfach so aus ihrer Heimat irgendwo anders angebracht werden, hat Frau Roth gesagt. Aber jetzt ist Speedy schon bei uns. Der Raffa und Niki haben jeden Morgen Früchte und Gemüse angelegt. Wenn Speedy das Futter entdeckt hat, hat sie ihren kahlen Kopf ganz entschlossen vorgestreckt und ist energisch durchs Gras darauf zugestampft. Speedy ist schnell auf den Beinen, hat der Raffa gesagt, wo Speedy wieder einmal ganz zackig durchs Gras gelaufen ist. Ich werde die erste Rennschildkröte der Welt aus ihr machen. Das ist eine gute Idee, Brüderherzli, hat Niki geantwortet. Ich kenne kein Tier, das besser dafür wäre. Mach du nur deine Gespässe, hat der Raffa lässig gesagt. Du wirst es dann schon sehen. Er hat sofort mit dem Spezialtraining für Rennschildkröte angefangen. An der ersten Übung hat er Angeltour gesagt. Der Raffa hat ein kleines Loch in ein frisches Salatblatt gerissen, hat einen Bindfaden durchgezogen und hat den Faden an einem Stöckchen befestigt. Dann hat er Speedy das Ganze vor die Nase gekippt. Sofort hat sie sich danach gestreckt und danach geschnappt. Und in die Leere gebissen. Der Raffa hat den Salat im letzten Moment weggezogen und hätte wieder etwas weiter von ihr weg mit dem gewedelt. Speedy hat sich an die Verfolgung gemacht, ihr Maul aufgeklappt und ist wieder ohne etwas dagestanden. 3 weitere Versuche haben gefolgt. Dann hat Speedy bei einem Sonnenwirbel Halt gemacht. Am Raffa zuzwinkert und herzhaft ins grösste Blatt reingebissen. Der Raffa hat mit dem Stöckchen geschwenkt und gerufen, «Njam, njam, feiner Knabbersalat!» Aber der Speedy ist das egal gewesen. «Wie läuft's mit dem Training?» hat Niki beim Znacht nachgefragt. «Es läuft», hat der Raffa geantwortet. Die Antwort hat Niki gezeigt, dass es überhaupt nicht gelaufen ist. «Hättest du Lust, doof hinter etwas nachzulaufen, wo du sowieso nicht bekommst?» hat sie gefragt. «Das klappt so nicht. Speedy ist schliesslich nicht doof.» Niki hat nett gelächelt und einfach so lange gewartet, bis der Raffa endlich verstanden hat, dass sie ihn nicht plagen wollte. Nein, sie hat ihn unterstützen. «Wie könnte es deiner Meinung nach laufen?» hat er beiläufig gefragt. «Mit Aussicht auf Erfolg», hat Niki fröhlich gerufen. Beim nächsten Training hat der Raffa und Niki an verschiedenen Stellen im Garten kleine Leckerli verteilt. Speedy hat schnell verstanden, was los war und pressiert, um möglichst schnell von einer Stelle zur anderen zu kommen. Nach dies nach haben der Raffa und Niki eine Route zu einer Rennstrecke entwickelt. Der Raffa hat ihren Nürnbergring gesagt.
Er hat ein Start- und ein Zieltor gebastelt und hat Spielzeugtribünen neben die Rennstrecke gestellt. Niki hat vorgeschlagen, aus geflochtenen Zweigen eine Leitplanke zu machen und der Raffa hat entschieden, in der schärfsten Kurve kleine Strohballen zu platzieren. Alles hat so echt wie möglich aussehen. Der Raffa und Niki haben aus langen Grashalmen Ballen so gross wie Tennisbälle geformt und haben sie mit einem Bindfaden zusammengebunden. Wo Speedy zum ersten Mal durch eine neu gesicherte Kurve gestampft ist, haben sie den Raffa und Niki gespannt beobachtet. Speedy hat freundlich blinzelt, angehalten und angefangen, die Sicherung aufzufressen. «Boxenstopp», hat der Raffa gesagt. «Speedy tankt auf. Das kommt bei jedem Formel-1-Rennen vor.» «Ja sicher, Formel-1-Piloten essen immer Strohballen auf», hat Niki gerufen. Der Raffa hat sie in den Arm geknübelt und gerade so, dass es ein bisschen weh gemacht hat. «Aua!» hat sie protestiert. «Nicht Aua», hat der Raffa gesagt. Ein Formel-1-Rennen ist kein Kindergeburtstag. Von dort an hat er auf Strohballen in der Kurve verzichtet. Die Piste hat sich so oder so sehen lassen und Speedy hat von Natur aus sowieso einen Ganzkörperhelm getragen. Niki hat vorgeschlagen, die Ballen statt in der Kurve hinter dem Ziel aufzustellen. Die Idee war gut, weil Speedy den noch mehr pressiert hat, um ins Ziel zu kommen. In den nächsten Tagen hat sie dann einen Rundenrekord nach dem anderen aufgestellt. Jeder einzelne ist vom Raffa säuferlich gemessen und dokumentiert worden. An einem Tag hat er gesagt, wir sind soweit. Es ist Zeit für einen Wettkampf. Aber gegen wer? Gegen eine andere Schildkröte, hat Niki vorgeschlagen. Aber von wo kommen wir die über? Mit Plakat, hat Niki gemeint, wie beim Zirkus oder bei den Wahlen. Die beiden haben viele Schilder gebastelt und haben sie im Umkreis von ihrem Haus an Laternen, Gartenhägen und Mauern aufgehängt. Auf dem Schild sind 2 selber gezeichnete Schildkröten. Sie sind so schnell auf einer Rennstrecke mit Tribünen geflitzt, dass sie einen Kondensstreifen in der Luft hinterlassen haben. Der Text war so: Erstes Schildkröten-Weltmeisterschaftsrennen. Teilnehmer gesucht. Ort Nürnbergring, Garten. Zeit bald. Wird noch genau bekannt gegeben. Preis: Der Sieger kommt ins Buch der Rekorde. Anmeldung bei Niki und Raffa. Sie haben auch ihre Telefonnummer dort gelassen. Die Preisidee ist vom Vater von der Niki und dem Raffa gekommen. Er hat gemeint, es sei immer gut, wenn es etwas zum Gewinnen gibt. Geld ist aber nicht in Frage gekommen. Der Raffa hat gemeint, dass das Buch der Rekorde fast so verlockend sei. Er war zuversichtlich, dass dort innen gleich die 3 Namen Raffa, Niki und Speedy stehen würden. Leider ist es zu dem Eintrag fast nicht gekommen, weil sich niemand gemeldet hat. Entweder es hat weit und breit keine Schildkrötchen gehabt, oder die Besitzer haben nicht getraut, sie ins Rennen zu schicken. Der Raffa und Niki haben noch mehr Plakate aufgehängt. Und gleich hat niemand mehr durch ihren Stadtteil laufen können, ohne auf sie aufmerksam zu werden. Trotzdem ist nichts passiert. Ausser dass ein paar Plakate abgezehrt worden sind und dass jemand auf eins der Plakate den Satz geschrieben hat, soll das ein Witz sein? Schliesslich haben der Raffa und Niki entschieden, die Schilder wieder abzunehmen. Als sie fast alle wieder eingesammelt hatten, ist ein Bub stehen geblieben und hat ihnen zugeschaut. Er war grösser und älter und hat bös gemeint, Schildkrötenrennen. Jetzt sehe ich einmal, wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt. An der Niki ihre Augen entblitzt.
Aber nur bevor sie etwas sagen konnte, hat der Raffa mit seinem Blick gesagt, Antworten lohnt sich nicht. Ich habe auch mal so ein Viech daheim gehabt. Der Bub hat sein Gesicht verzogen. Das war hässlich und langweilig. Irgendwann habe ich es dann auf die Strasse gerührt. Der Raffa und Niki haben sich angeschaut. Das war fies, hat Niki verrückt gesagt. Die Schildkröte hätte überfahren werden. Letsch doch! Der Bub hat sie spöttisch angeschaut und hat geräuschvoll die Nase aufgezogen. Ein Schildkrötenrennen. Wie dumm kann man sein? Er ist gegangen. Der Raffa und Niki haben ihm hinten nachgeschaut und Niki hat gerufen, nicht so dumm wie du! Ihr wollt meine Schlägerei. Der Bub hat sich umgedreht. Der Raffa und Niki sind losgesprungen. Trotz der Schilder unter dem Arm sind sie viel schneller als ihre Verfolger. Er hat nach wenigen Metern aufgegeben. Niki hat gerufen, du hättest auch beim Schildkrötenrennen verloren. Und der Raffa hat noch ein blöde An hinten nachgerufen. Das war nicht nett von ihnen. Aber der Typ hat sich auch nicht darüber wundern. Das haben auf jeden Fall am Raffa und der Niki ihre Eltern gesagt, wo sie von dieser Begegnung erfahren haben. Nicht schnell genug sein, das kann jedem passieren, hat die Mami gesagt. Aber sein Haustier auf die Strasse rühren, das geht gar nicht. Weil keine andere Schildkröte herum war, haben der Raffa und Niki probiert, andere Tiere zu finden, die Speedy hätte dagegen ein Wettrennen machen können. Aber welche? Es hat kaum Tierarten gegeben, die als Ferienpartner in Frage gekommen sind. Der Raffa hat zuerst an Schnecken gedacht. Die sind aber viel zu langsam und alle anderen Tiere, die ihnen in den Sinn gekommen sind viel zu schnell gewesen. Die Schnecken haben auch keine vorgegebene Richtung eingehalten und sind zu allem an für die Niki die absolut grusigste Tierart gewesen. Lieber länge ich eine Vogelspinne an, als so ein Schleimvieh, hat sie gesagt. Schliesslich haben sie es mit einem Frosch probiert. In der Nähe hat es einen Teich und der Raffa ist mit einem Kessel dort angegangen und hat ein stattliches Exemplar zurückgebracht. Den werde ich nie anlängen, hat Niki auf dem Weg in den Garten versichert. Das musst du auch nicht, hat der Raffa beruhigt und hat den Frosch neben Speedy auf die Startlinie der Rennstrecke gelegt. Für den Startschuss hat er eine Spielzeugpistole mit Zündblättchen frisiert und der Speedy vor dem Rennen 2 Reklamen auf den Panzer geklebt. Sie hat jetzt Werbung für einen Reifenhersteller und einen Privatsender gemacht. 3, 2, 1, los! Der Raffa hat die Pistole abgeführt. Der Frosch ist einfach sitzen geblieben. Er hat nicht einmal gezuckt. Speedy hat sich dafür schon in Bewegung gesetzt. Also hat der Start wiederholt werden. Niki hat Speedy mit ihren Fingerspitzen am Loslaufen gehindert. «Mach Fürschi, sonst komme ich noch Beibeli über!» Der Startschuss ist nochmal ertönt und Speedy ist gut aus dem Startblock gekommen. Der Frosch aber hat sich wieder keinen Zentimeter bewegt. Niki hat sicherheitshalber Abstand gemacht und aufmunternd gerufen, «Happ, happ, happ!» «Gib Gummi, du Rennfrosch!» hat der Raffa das Tier angeführt. Speedy ist vorwärts gestampft, aber ihr Rennrival hat keine Wank gemacht. Der Raffa hat ihn kurz angestupst und der Frosch hat einen riesigen Satz gemacht. Niki hat gebägt und sich duckt, aber nicht zu tief genug. Der Frosch ist gegen ihre Nase geknallt, er ist verkehrt auf den Boden gefallen und ist mit 2 Riesensätzen im nächsten Gebüsch verschwunden.
Der Gewinner durch Disqualifikation von der Konkurrenz Speedy, der Rennschildkröte, hat der Raffa nüchtern gemeint. Das ist zwar sachlich richtig gewesen, aber kein gutes Ergebnis. Voll feucht und schwabbelig. Niki hat sich übers Gesicht gestrichen und hat ihren Brüder böse angeschaut. Komm bloß nicht nochmal mit einem Frosch an. Ach, stell dich jetzt nicht so an, hat der Raffa gesagt. Aber er hat jetzt eingesehen, dass es für die Speedy keinen passenden Rennpartner gegeben hat. Der Sommer ist immer weitergegangen und die Aufmerksamkeit der Kinder hat sich nah dies nah auf andere Unternehmungen gelenkt. Der Rennschildkröte hat friedlich und unauffällig im Garten gelebt und so hat es viele Jahre bleiben. Hat es dann nicht ein grosses Problem gegeben. Der Speedy, ihr Garten, hat keine Zukunft gehabt. An seiner Stelle haben die Hauseigentümer ein neues Haus geplant und der Baustart hätte schon im nächsten Frühling anfangen. Der Raffa, Niki, ihre Eltern und alle anderen Bewohner vom alten Haus sind fest traurig gewesen, dass es den Garten gleich nicht mehr hätte geben. Am traurigsten von allen war Frau Roth und wo die Tage immer kürzer, die Nächte schon kälter und die Blätter farbig geworden sind, hat sie jeden Tag geklagt. Was soll ich nur machen, wenn ich am Morgen nicht mehr Grünes sehe? Was soll ich nur machen, wenn ich eine graue Baustelle sehe? Und was wird aus der Speedy? Ich mag gar nicht daran denken. An einem Morgen im Herbst hat im Garten der erste Raureif glitzert. Der Rennschildkröte hat irgendwo unter der Erde gefüßelt und Frau Roth hat sich noch mehr Sorgen gemacht. Was passiert, wenn im nächsten Jahr die Bagger kommen, bevor die Speedy wieder wach geworden ist? Hat sie gefragt. Ich mag gar nicht daran denken. Das ist unmöglich, hat am Raffa und der Niki ihren Vater sie beruhigt. Bis Mitte April ist Ruhe und das ist so abgesprochen. Bis dahin ist die Speedy schon lange wieder wach. Aber an einem Morgen im Februar hat plötzlich in aller Frühe helles Baustellenlicht über die Gartenmauer geleuchtet. Ein unmöglicher Lärm hat angefangen zu poltern. Bohrhammer aus Stahl haben im Staccato gegen Stein gehämmert und so ganz zackig einen Durchbruch gemacht. Der Raffa und Niki sind aus ihrem Bett gesprungen, haben aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie ein riesiger Bagger im Garten gewütet hat. Er hat alles Grüne, das im Weg war, weggestampft, plattgedrückt und genau dort, wo der Nürnbergring war, hat er mit seiner riesen Klaue die Erde unter. «Stopp!» hat der Raffa und Niki aus einem Maul gerufen. «Stopp! Sofort aufhören!» Sie sind ins Stegenhaus runtergesprungen und haben sich vor den Bagger gestellt. Ihre Arme haben wie Windmühlen gekreist und sie haben durcheinander gerufen. «Was machen Sie da? Sie dürfen in diesem Garten nicht baggern. Hier schläft Speedy!» Der Baggerführer ist aufmerksam geworden und hat den Greifarm nur rechtzeitig abbremsen. Sonst wären der Raffa und Niki noch in der Schaufel gelandet. «Kinder, was ist auch los mit euch?» Der Arbeiter hat den Raffa und Niki ungläubig angeschaut. Hinter ihnen haben sie die Stimme von ihrer Mami gehört. «Um Himmels Willen, was macht ihr draussen im Pyjama?» Raffa und Niki, hopp, ihr legt euch sofort etwas an. Und sie da oben schaltet sie sofort ihren Bagger ab. Das ist die Stimme von ihrem Vater. Dann ist ein entsetzlicher Schrei gefolgt. «Nein, au, das darf nicht wahr sein! Mein Studenbett!» Das war die Frau Ruh. Nachher hat es ein Durcheinander aus verrückten Fragen, Erklärungen und Rechtfertigungen gegeben. Es hat eine Weile gedauert und dabei hat sich herausgestellt, dass der Baggerführer grundsätzlich ein freundlicher Mensch war.
Tja, hat er schliesslich ratlos gesagt. Das tut mir wirklich leid, hat er am Raffa und der Niki zugenickt, wo beide so schnell wie möglich mit warmen Kleidern wieder zurück in den Garten gekommen sind. Ich verstehe das alles. Und ich besonders. Er hat seine Schiebermütze abgezogen und sich am Kopf gekratzt. Aber Baumassnahmen stoppen wegen einer Schildkröte, das wird schwierig, denke ich. Er hat lange mit seinem Chef telefoniert, aber an seinem Gesicht haben der Raffa und Niki ablesen, dass der Mann am anderen Ende der Leitung den Baustart nicht verschieben wollte. Nach dem Gespräch hat der Baggerführer traurig mit dem Kopf geschüttelt. Tut mir leid, wir müssen weitermachen. Aber zuerst suchen wir die Schildkröte. Und wisst ihr was? Das machen wir alle zusammen. So findet ihr euren Liebling sicher wieder. In den nächsten 2 Stunden haben alle Arbeiter den Garten durchsucht. Der Raffa und Niki haben als erstes an der Speedy ihren Überwinterungsplatz vom Vorjahr untersucht. «Keine Angst, Kinder. Geht ihr nur in die Schule», hat Frau Roth gesagt. «Hier geht es erst weiter, wenn die Speedy wieder da ist.» Wo die Zwillinge aus der Schule zurück sind die Bauarbeiter dran, alle Blumen und Sträucher in der Baustelle auszugraben. So sind wenigstens an der Frau Roth ihre Pflanzen gerettet worden. Aber die Speedy ist verschwunden geblieben. Der Bagger ist an diesem Tag nur noch einmal zum Einsatz gekommen. Er hat den grossen Stein, wo der Raffa und Niki gern drauf gesessen sind, in eine ungemütliche Ecke vom Garten verschoben, wo nur noch vertrocknete Brennnesseln vom Vorjahr waren. Es war der einzige Ort, wo der grosse Stein nicht im Weg war. Am Abend haben der Raffa und Niki ein grosses Warnschild gebaut und haben es auf die Wiese gestellt. Darauf ist auf gelbem Grund in schwarzer Schrift geschrieben: Naturschutzgebiet, Bauen verboten. Tut mir leid, Kinder, hat der Baggerführer am nächsten Morgen gebrummt. Jetzt ist fertig lustig. Er hat den Bagger angemacht und gesäuft. So ist es jetzt halt einfach. Einen weiteren Tag später hat er ein neues Schild gefunden. Auf dem sind unter dem Wort Lebensgefahr ganz viele Totenköpfe gezeichnet. Aber auch diese Massnahme hat der Bagger nicht stoppen und 4 Wochen später war vom Garten fast nichts mehr herum. An einer Stelle war ein grosses Loch. Ein Fundament aus Beton hat den Boden bedeckt und daraus sind Rohr und Eisenstangen gekommen. Wo es dann langsam Frühling geworden ist, war an einem Sonntag der erste warme Morgen da. Der Raffa und Niki haben sich für draussen angelegt. Aus Alter gewohnt, haben sie wie die anderen Jahre vorher auf den grossen Stein sitzen. Immerhin war wenigstens noch der Stein dort. Wenn auch an einem ungewohnten Platz und der Ausblick war erst recht nichts mehr. «Sonne, du bist ne Wonne», hat Niki gerummelt. «Haha», hat der Raffa geseufzt. Die beiden haben traurig vor sich angeschaut, bis Niki ganz zufällig runtergeschaut hat. Sie hat etwas gesehen, das ausgesehen hat wie ein wandelnder Maulwurfshügel. Es ist aus den Brennnesseln gekommen und hat sich langsam am Stein vorbeigeschoben. Niki hat den Raffa so fest gestossen, dass er fast runtergefallen wäre. «Hey, spinnst du?» hat er geschumpfen. Niki hat runtergezeigt. Der Raffa hat gesagt: «Wow!» Der Maulwurfshügel hat sich in Richtung Bauhag bewegt und hat die Absperrung überquert. «Stopp!» haben Niki und der Raffa gleichzeitig gerufen. Aber der kleine Hügel hat nicht angehalten. Er ist 2 Meter in die Tiefe gefallen und auf dem Rücken gelandet. «Aua!» hat Niki gerummelt. Der Raffa hat gegrinset. «Nicht weiter schlimm, alles gut gepanzert», hat er gerufen. «Wir haben nicht nur die schnellste Schildkröte auf der Welt, nein, wir haben auch die beste Stunt-Schildkröte auf der Welt. Los, hinten nachher!» In Weltrekordzeit sind die beiden durch die Lücke vom Bauhag und runter ins Loch geklettert. Sie haben die Stunt-Schildkröte umgetrüllt,
aufgenommen und ihr in die Augen geschaut. Speedy hat zurückgeblinzelt. Der Raffa und Niki haben ihren Wink verstanden. Er hat bedeutet, ich bin wieder da. Habt ihr etwas anderes erwartet? Das ist das 3. und das letzte Kapitel der Geschichte «Speedy rennt» gsi. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss.